Und somit herzlich willkommen zurück hier bei Retrocast. Sinnlose Let's Plays und ja, ich tue nicht mehr versprechen, von wegen, dass am Mittwoch dann auch noch ein Erfolg kommt oder so, weil zeitmanagementmäßig passt es wahrscheinlich dann eh wieder nicht. Lasst euch überraschen, vielleicht kommt eine Folge, vielleicht nicht. Und wir dürfen weitergehen. Wieder ein bisschen metzeln, nehme ich mal an. Und ja, die Umgebung ist abwechslungsreicher als auch schon. Dann wollen wir mal schauen, was uns erwartet. Im Moment ist wieder die Ruhe vor dem Sturm, ist wieder ein bisschen ruhiger. Meine Archive liegen unter der Wüste. Möglicherweise genau unter dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Die Horadrim konnten sie nicht zerstören. Sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln. Und ich habe noch immer die Schlüssel. Ich brauche mehr Zeit. Wir, die Zakarum, wollten Kaldeum zu einer Stadt der Gnade und Erlösung machen. Aber wir haben die Kaiser noch nicht von den uralten Gesetzen des Exils abbringen können. Gefangene, die des Verrats überführt worden sind, werden noch immer in die trostlosen Sande geschickt. Das geht noch um mit nicht. nichts als den Kleidern, die sie am Leib tragen, zu sterben. Der Prophet wäre erfreut. Bereit. So wie es aussieht, ist da wieder ziemlich ein grosser Bereich. Und wir gehen jetzt aber mal ein bisschen am Rand an. Vielleicht nicht so etwas. Meine Mutter hat mich davor gewarnt, der Magierarmee beizutreten. Hätte ich nur auf sie gehört. Im Morgengrauen senden sie die Infanterie gegen die Wistgerei aus. Ich weiß nicht, wie wir das überleben sollen. Vielleicht werden wir es nicht. Es ist hier so schön. Vielleicht würden sie nicht bemerken, dass ich fehle, wenn ich mich in den Bäumen verstecke. Welche Bäume? Ich sehe doch keine Bäume. In tausenden Jahren Geschichtsschreibung kann ich keinen einzigen Bericht darüber finden, dass je ein Gefangener das Exil in den trostlosen Sanden überlebt hätte. Die Wüste ist übersät mit Knochen, die von den ewig kreisenden Blutfalken oder ausgehungerten Lakuni abgenagt worden sind. Wer hier stirbt, erlebt sein Ende ohne das heilige Licht. Okay. Das ist schlimm. Okay, wir gehen gerade hier rein.
Ich möchte jetzt gleich mal noch ein bisschen da rumlaufen. Niemand hält mich zurück. Ja, der Bereich ist relativ groß. Ich hätte eigentlich das Gefühl, ich bin am Ritter laufen, aber irgendwie komme ich nicht mehr zum Anfang zurück. He? Mal da wäre der Anfang. He? In dieser Höhle ist ein wenig Blut von mir. Ich kann es spüren. Die Stille wiegt schwer an diesem Ort. Ich glaube, dass ich mit diesem Seelenstein endlich die wahre Macht der Menschheit entschlüsseln kann. In grauer Vorzeit verfügte die Menschheit über Mächte, die in diesen trostlosen Zeiten unerreicht sind. Mit dem Seelenstein werde ich mir selbst die Stärke meiner Vorfahren verleihen können. So, dann hätten wir mal eine Höhle und dann müssen wir da ein bisschen Blut suchen. Also irgendwo müsste doch etwas rum sein. Findet da noch im Endkampf gegen einen Wurm vielleicht? Der würde irgendwie noch passen da zu der Atmosphäre. Oder meine ich da nur? Seid mein Diener. Spielen haben wir auch schon länger nicht mehr gehabt. Zwei Seiten wieder Möglichkeit für mich zu verlaufen. Ah, und eine größere Spinne ist da nur. Ja, da hat man auch viel Weg umeinander. Fahren wir viel Weg, ja. Mal noch da hinten nur. Ah, da hinten müssten wir auch. Gut. Ja, ich bin nicht zwei. Die Schatten werden länger. Ich denke, wir kommen näher. Jetzt in einer Höhle Schatten. Ich brauche mehr Zeit. Stärke. Das geht noch nicht.
machen da glaube ich mal ein bisschen schneller für euch, ja? Noch nicht bereit. Wieder mal einen Schatz geholt. Das geht noch nicht. Ja, Entschuldigung, aber die will die nehme ich eigentlich gerne. Die nehme ich halt gerne alle mit. Kann ich einmal offscreen ein bisschen mehr zu machen wieder. Um alle Gefährte ein bisschen ausrüsten. Zeit. So, dann hätten wir ja einen. Kann ein verrückter Zauberer sich jemals bessern? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube es auch eher weniger, aber wenn wir es nicht ausprobieren, wissen wir es ja auch nicht. So. Dieses Portal hat viele reich gemacht. Aber es hat meinen Bruder Garrett getötet, als er es benutzt hat. Ich habe zu viel Angst, mein Leben damit zu riskieren. Benutzt es, wenn ihr es wagt. Wir haben den Schlüssel zu der uralten Vorrichtung gefunden. Aber ich fürchte, dass diese Schätze uns das Leben kosten werden. Wenigstens haben mein Bruder und ich es bis hierher geschafft. Und noch sind wir am Leben. Ob wir es wagen sollen, diese Maschine zu benutzen? Noch nicht bereit. Okay, und das ist schon alles gewesen. In dem Fall. Die Höhle des Verräters. Das ist die, wo wir die nicht sind, hä? Das ist die erste, das ist nicht die zweite. Die zweite ist irgendwo weiter hinten. Entschuldigung, haben wir wieder mal ein bisschen verlaufen. Da ist die andere Höhle gewesen, wo wir gesagt haben, gehen wir mal neu. Abscheuliche Höhle.
Ich hoffe, in dieser Höhle ist nochmal etwas, was wir brauchen und sonst mal ein Problem. Schatzkobold hat sie noch tun. Unmöglich. Nicht genug Wut. Mehr Wut. Also das ist eine Premiere, dass wir zweimal einen Schatzkobold haben in einer Folge, oder? Würde ich mal sagen. Seht ihr den Feind dort drüben? Kommt, wir befreien wir das Land von ihm. Für genau so etwas habe ich geübt. Das geht noch nicht. Ich hoffe, der Tunnel ist nicht für nichts. Da wieder Ausgang, da kommt er wieder raus. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche Wut. Also da ist absolut die Premiere. 3-mal ein Schatzkobold in einer Folge. Ich habe jetzt wirklich noch nie gehabt und da jetzt natürlich auch noch viel Zeug kann man ja wieder aufnehmen, aber wahrscheinlich ist unser Inventar jetzt dann voll ja da. Okay, da hat es einfach einen Haufen Loot gehabt zum Holen, also sprich einen Haufen Inventarsachen. Aber wo das weitergeht, wissen wir ehrlich gesagt immer noch nicht. Meine Hiebe vernichten euch. In meiner Zeit waren die Lakuni friedlich. Ich frage mich, was sie so wütend gemacht hat.
Und mit dem Wegpunkt überholen. Eigentlich könnte ich jetzt doch die Folge beenden, aber ich glaube, da machen wir nicht. Heute machen wir wieder mal ein bisschen eine längere Folge. Vielleicht. Die Vorfahren sind wir heute. Nicht genug Mut. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Vor allem ist da wieder eine riesige Ebene. Kann man da einfach ein bisschen rumlaufen. Noch nicht bereit. Zurück in die Hölle, Hund. Hier drin. Mein Blut ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Sie haben ein wenig davon auf der anderen Seite des Portals versteckt. Ich brauche mehr Zeit. Diese Hallen gehörten einst Soltun Kull, bevor sie zu seinem Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Wir müssen uns einer weiteren Prüfung stellen, mein Freund. Noch nicht bereit. Aber ich würde gerne wissen, wo ich hin müsste. Das geht noch nicht.
Okay, dann müssen wir wieder Säule kaputt machen in dem Fall, oder wie sieht das aus? Auf keinen Fall. Also da ist ein Sackgasse, da geht es nicht weiter, aber Säule jetzt wenigstens gerade. Was machst du für komische Sachen? Gehen wir mal abwärts. Noch nicht bereit. Okay, da ist auch ein Sackgasse, also das ist wieder einmal richtig so ein Labyrinth da unten, wo man wieder verlaufen kann. Dass er wieder ja langweilig wird, dass ich auch ja von links nach rechts und überall sonst laufe. Ihr habt gegen mich keine Chance. Da ist wenigstens wieder Gegner rum. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Jo, da ist ganz viel Gegner da. Das geht noch nicht. Volkatos, führt meine Hand. Ich brauche mehr Zeit. Zurück in die Hölle und Ja, es zieht sich wieder mal extrem in die Länge. die Vorfahren sind mir heute. Noch nicht bereit. Diese abscheulichen Kreaturen müssen sterben. Das geht noch nicht. Mehr Wut.
Zoltun Kull muss die Magie der Wischerei studiert haben. Die Schutzzauber auf seinen Wächtern sind ihren sehr ähnlich. Ja, und jetzt? Weiß ich gleich nicht, wann das ist. Da sind wir ja schon gewesen. Da sind wir auch gewesen, da ist alles Sackgasse gewesen. Und da geht nichts weiter. Oh, mit der auch noch, hä? Ja, und jetzt? Wo muss ich hin? Da sind wir jetzt vorher und rumgelaufen. Ohne jetzt noch ein paar Gegner Erfahrung. Das ist auch nicht der Weg, wo wir mitgehen. Oh, da ist ein Weg hoch. Habe ich übersehen. Ich brauche mehr Zeit. Wir haben Kults Archive gefunden. Sie waren merkwürdig leer zu Anfang. Aber Kull hat überall Fallen aufgestellt. Jeder Schritt ist schwerer als der nächste. Es war töricht, etwas anderes zu erwarten. Kull hat sich viele Jahre lang darauf vorbereitet, dass ihn jemand angreifen wird. Vielleicht sind wir Narren, und doch müssen wir vorwärts schreiten. Endlich habe ich das Geheimnis der Seelensteine gelüftet, die uns Horadrim einst von Tyrael gegeben wurden. Sicher eine beeindruckende Schöpfung, aber ich bin sicher, dass sie wiederholt werden kann. Nein, nicht wiederholt, verbessert. Mein Seelenstein soll geschaffen werden, um die Seelen vieler Dämonen zu enthalten. Vielleicht sogar die von Engeln. Ja, hat interessante. Meine Archive befinden sich am nördlichen Ende der trostlosen Sande. Da werden wir meinen Körper und den schwarzen Seelenstein finden. Über diesem Ort hängen Angst und Wut wie ein unheilvoller Schleier. Hier ist der Eingang zu meinen Archiven. Lasst mich das Portal aktivieren. Wie hätte jetzt noch gehofft, dass noch ein Speicherpunkt kommt?
Ich musste all dies für meine Forschung und meine Experimente erbauen. Der schwarze Seelenstein war eine komplizierte Schöpfung. Ich musste viel dafür opfern, ihn herzustellen. Sieht aus, als wäre ich gerade rechtzeitig gekommen. Kaiser Hakan, was macht ihr denn hier? Gut, alle sind hier. Ich komme, um euch mitzuteilen, dass ich Belial gefunden habe und bereit bin, euch zu ihm zu führen. Dann wird der Herr der Lügen besiegt sein, sobald wir den schwarzen Seelenstein haben. Gut und schön. Aber zuerst muss ich wieder zusammengesetzt werden. Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten. Vergesst nur nicht den euren. Okay. In dem Fall haben wir jetzt gleich noch einen Speicherpunkt bekommen. Und da heisst, ich gehe wieder mein Inventar leeren. Und dann würden wir uns in der nächsten Folge dann wieder sehen, wenn es wahrscheinlich noch ein bisschen herbar zur Sache wird gehen. Zumindest macht es so der Anschein. Also vielen Dank, dass ihr dabei gewesen und man hört sich.